Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig. So, zum Mount Sohnbrand müssen wir eh noch. Also nichts wie hoch. Ja, es braucht wieder eine Weile, bis er durch ist. So, das dürften die Kannibale sein, die wir noch vom Enser kennen. Inselbewohner. Drücke? Nein. Okay. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht liegt es dran, dass ich aussehe wie eine große Zitrone. Ja, genau. Aber da ist noch was anderes. Wir haben uns schon mal gesehen. Damals auf Monkey Island. Ah, Monkey Island. Wir hatten da ein nettes Dorf. Hütten mit Mieterschutz, nahe an guten Schulen. Das waren sozusagen die Salatzeiten, bis sie diesen verdammten Jahrmarkt errichteten. Jahrmarkt? Ja, Jahrmarkt. Kaum stand das erste Zelt, schwupps, und die ganze Gegend war in. Zu jeder Nachtzeit kamen Seeleute. Die grausame Musik nudelte und nudelte. Und wenn du mich fragst, ich glaube, die ganzen Gewinnspiele waren manipuliert. Ja, ja. Es war des Nachts für einen Kannibalen auf den Straßen nicht mehr sicher. Kannibalen? Du sagst das, als sei es etwas Negatives. Nun, das ist es. Aber wir sind nicht länger brutale und blutdurstige Kannibalen. Nein? Nein, wir durchlebten vor ein paar Jahren eine gewaltige Veränderung in unserer Glaubensstruktur. Eine gewaltige Veränderung? Was du nicht sagst. Wir haben beschlossen, uns einem gesünderen Kannibalismus zuzuwenden. Wir haben die komplette Aufnahme von Missionarsfett zurückgeschraubt und wurden alle Vegetarier. Aber es gab da sicherlich eine Zeit, da hätte ich dich gegessen. Junge Kerle wie du. Nicht zu viele Muskeln. Hey! Ich hätte dich vermutlich 45 Minuten in Weißwein mariniert, dich in einen Hauch Butter gestippt, in Bananenblätter eingewickelt und in einem Loch zusammen mit 100 heißen Kohlen verbuddelt, dich über Nacht rösten lassen. Dann hätte ich dich auf einem Bett aus Basmati-Reis serviert, zusammen mit Shiitake-Pilzen und Schalotten. Aber jetzt nicht mehr, oder? Aber jetzt nicht mehr, oder? Hä? Oh, genau. Richtig, richtig. Ja, die hatten ja schon leicht vegetarische Tendenzen auf Monkey Island im ersten Teil. Ich bin Guybrush. Junge, ich kann's selber nicht mehr hören. Threepwood, mächtiger Pirat, bla 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 bla. Ich bin Zitronenbirne. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Habt ihr keine Angst, dass der Vulkan euer Dorf zerstört? Der Vulkan? Oh nein, Mount Sodbrand ist völlig harmlos. Wir haben zu Sherman, dem allmächtigen Gott des Vulkans, ein Verhältnis, das sich gesalzen hat. Der Gott des Vulkans liebt würziges Essen? Halt den Mund, oder ich esse dich. Okay. Als wir die Insel das erste Mal betraten, war der Gott sehr erzürnt. Qualm stieg in ihm auf und er spuckte Lava. Es war wirklich eklig und barg ein großes Gefahrenpotenzial in sich. Wir wussten, dass wir etwas unternehmen mussten, um den Gott zufriedenzustellen und dachten, ein ordentliches Opfer wäre das Richtige. Naheliegende Vermutung. Aber als wir das Opfer in den Vulkan warfen, brach Mount Sodbrand heftig aus. Wir dachten, Sherman wäre böse auf uns, also brachten wir ihm jeden Tag Opfer. Wir haben alles versucht. Fisch, Geflügel, Vieh, Phenylalanin. Das Übliche halt. Dann eines Tages versuchten wir es mit Brie. Es gab eine riesige Eruption, die uns beinahe alle getötet hätte. Was ist geschehen? Sherman verträgt keine Laktose. Ah, jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt macht Sherman eine sehr strenge Diät. Er bekommt nur frisches Obst, Gemüse und natürlich Sojaprodukte, wegen der für den Muskelaufbau so wichtigen Proteine. Das ist echt gut, vor allem wie einfach der Vulkangott einfach nur Sherman ist. Nettes Dorf habt ihr hier. Danke. Es ist nicht viel, aber es ist ein Zuhause. Wir haben unser Bestes gegeben, um den klassischen Charme eines Kopfjägerdorfes einzufangen. Während wir zur gleichen Zeit all die modernen Behaglichkeiten, die uns die europäischen Eroberer brachten, einbezogen. Dir ist vielleicht bereits unser hochmodernes Schlachthaus aufgefallen, welches so geschickt entworfen wurde, dass es nach außen den Anschein der klassischen Schamanenhütte weckt. Wie idyllisch. Ja, finden wir auch. Vor allem aber ist sehr schade, dass die nicht mehr so aussehen wie im ersten Teil. Ich glaube, das ist der einzige, der noch so geblieben ist. Und der mit der roten und mit der grauen Maske, die sind jetzt ersetzt worden durch einer mit Banane und einer mit Ananaskopf. Lebt ihr in ständiger Angst vor einer Fruchtfliegenplage? Nicht seit ich zu einem Aftershave auf Malation-Basis übergewechselt bin. Äußerst verlockend. Danke sehr. Machen die am Zoll Schwierigkeiten, wenn ihr durch wollt? Du hast keinerlei Vorstellung davon. Okay.
Beiseite, ich beabsichtige, den Vulkan zu besuchen. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Wir beginnen gleich mit unserer Zeremonie. Fantastisch! Ich bin fasziniert von euren idyllischen Stammesbräuchen. Postkarten und Dias sind in der Lobby erhältlich. Nicht-Kannibalen ist es untersagt, bei der eigentlichen Zeremonie anwesend zu sein. Das ist aber unfair. Sag das den Vulkangöttern. Ich mache die Regel nicht, weißt du? Ich möchte wirklich gerne den Vulkan sehen. Du bist kein Kannibale. Und deine Anwesenheit würde die Heiligkeit unserer Zeremonie beschmutzen. Ach, könnt ihr dieses Mal nicht eine Ausnahme machen? Es ist ein Notfall. Ich würde ja gerne, aber wenn ich dich hereinlasse, müsste ich jeden hereinlassen. Und ehe man sich versieht, ist Kannibalismus in. Und man dreht Dokumentarfilme über uns. Wann beginnt die Zeremonie? Sie sollte bereits vor einer halben Stunde beginnen. In diesem Augenblick bereiten Mitglieder meines Dorfes ein menschenähnliches Opfer für den Vulkangott vor. Menschenähnlich? Wegen der heiklen Verdauung des Vulkangotts können wir ihn nicht mit echten Menschen füttern. Also opfern wir einen Menschenersatz. Er schmeckt nicht richtig wie ein Mensch, aber er hat eine ähnliche Beschaffenheit. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unseren Stargast. Wer ist euer Ehrengast? Er ist Botschafter einer der anderen Inseln. Das ist Teil eines neuen Kannibalenbegegnungsprogramms zwischen den Dörfern. Offensichtlich sind nicht alle Dörfer so pünktlich wie unseres. Ich helfe euch, ihn zu suchen. Wie sieht er aus? Ich weiß es nicht. Er sollte für die Zeremonie passend gekleidet sein. Und er sollte besser ein Vegetarier sein. Wir haben ausdrücklich um einen Vegetarier gebeten. Okay, Muss mich sputen. Tschüss. dann gehen wir mal ein bisschen weg und ziehen das Ding auf. Ach, Igitt. was ein Geräusch, ach ja. So, jetzt sehen wir noch aus. Original wie so ein Kannibale hier, oder? Sieht das scheiße aus? Okay. Zitronenbirne. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Sieht aber Ihr geil wart ein aus, der wunderbares Menschen-Dummy. Publikum. Danke und gute Nacht. Jo, das war's auch. Ja, jetzt rüsten so Marshmallows hier. Aber ich finde, das sieht echt cool aus, der Dummy. Stark brodelnder Krater, Zitronenbirne. Können wir mit dem noch sprechen? Ihr füttert den Vulkan mit Puppen in Menschenform, die aus Gemüse bestehen? Ja, das tun wir. Sherman ist kein strenger Vegetarier. Aber fettes Essen kann ihm schlimme Verdauungsstörungen bescheren. Ja, mir hängt zufälligerweise auch was dabei. Er hat ja gesagt, er ist laktoseintolerant. Dann probieren wir es doch mal aus, oder? Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Rennt um euer Leben! Und unser rechtlicher Nacho-Käse schmilzt. Ausgezeichnet. Das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Sehr schön. Na dann. Gehen wir jetzt noch zum Hotel. Jo, haben wir soweit alles. Genau. Also ab zum... wir gehen so. Und zwar so. Das kürzt es einfach ein bisschen ab. Und holen uns dann hier den Kochtopf. Wobei... Da muss ich später nicht nochmal reingehen. Wir quasseln nochmal ein bisschen mit ihm. Weil jetzt, nachdem der Grill wieder aktiv ist, wird der sich wahrscheinlich abfrieren, ne? Hier. Der Vulkan ist ausgebrochen. Ja, ich weiß, das Meistersuppe-Imperium ist gerettet. Ah, das ist der schönste Tag meines Lebens.
Neben dem Tag, als Großvater den Austernkeks erfand, der auch in der Suppe knusprig bleibt. Nun, das freut mich für Sie. Bald wird das Hotel mit Touristen überflutet sein, die den Vulkan sehen wollen. Und ich kann endlich die Show veranstalten, an der ich zuletzt arbeitete, als wir noch Gäste hatten. Was für eine Show ist das? Voulez-vous Vichyssoise, ein dramatisches Musical über eine talentierte junge Suppenköchin aus Paris, die auf grausame Weise für ihre revolutionären Ideen der Suppenzubereitung von der Pariser Vereinigung der Köche zerlegt wird. Das wird bestimmt ein großer Hit. Okay. Wie läuft das Geschäft? Oh, das ist einfach wunderbar. Jetzt, wo der Vulkan wieder ausgebrochen ist, werden wir mit Reservierungen überschüttet. Na, also dann konnte man wenigstens ein bisschen helfen. So. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. So, damit wir später nicht nochmal extra hinwatscheln müssen, wollte ich euch einfach nochmal die kleine Info mitgeben, dass ich anscheinend hier das Meistersuppe, Familie, Imperium, Restaurant, Gedöns gerettet habe, indem ich hier Nacho-Käse reingeschmissen habe. Aber hier haben wir auf jeden Fall jetzt auch noch was wir Haggis geben können. Ich schätze, ich schleife das mal runter zu Haggis. Hier, Haggis. Dieses Zeug sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ei, Jungchen, das sollte es wirklich. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Nun, kann ich jetzt deine Lotion haben? Ei, Jungchen, schnapp sie dir. Sehr schön. Glitschige, fettige Handlotion. So, müssen die nur aufpassen, dass sich nicht so Tode kratzen. Und komm, wir verwenden es gleich mal. So. Mal schauen, ob diese glitschige Fettlotion etwas ausrichten kann. Das sollte genügen. Und... Der verfluchte Ring ist explodiert. aber wenigstens ist er ab und Platz für der richtige Ring. Okay. Da ist jetzt der mysteriöse Figur erschienen. Gucken wir uns natürlich mal gleich an. Einschüchternd. Vor allem mal mit der Rettungsweste noch rum, aber ich finde, der hat richtig gut die Stimme auch. Und es sieht ein bisschen aus wie der Charon aus der griechischen Mythologie. Nein. Na komm, retten wir mit dem... Wie er gerade sein Sandwich auch noch frisst. Wer bist du? Ich bin der verlorene Waliser. Wow. Ich bin der Fährmann zwischen der Totenkopfinsel und dieser hier. Lange Zeit verloren in den eisigen Nebeln des Ozeans. Oh, wie ich diesen verdammten Nebel hasse. Wirklich? Ich mag Nebel. Ich finde ihn hübsch. Nun, sicher ist Nebel hübsch. Aber Teufel ist der öde. Ja, der kam ja erst, als wir den Leuchtturm repariert haben. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. Ich werde mich ohne Kompass nie wieder in diesen scheußlichen Nebel hinauswagen. Zu oft schon forderte ich das Schicksal heraus. Und sieh nur, was es mit meinen Klamotten angestellt hat. Schau mich an, ich bin triefnass. Also, weißt du, rein zufällig habe ich einen Kompass dabei. In diesem Falle, armseliger Sterblicher, werde ich dir den Weg weisen. Raue See und unaussprechliche Gefahren erwarten dich auf der mysteriösen Totenkopfinsel. Ich habe keine Angst. Die wirst du bekommen. Die wirst du bekommen. Ja, unser selbstgebastelter Kompass mit dem Messbecher und mit dem magnetisierten Nadelkorke reicht ihm aus. Und jetzt kommen wir zur Totenkopfinsel. Das muss ich auch jedes Mal wieder lachen, das ist so gut. Ja, die soll ja die Form von einem Selbst Totenkopf die haben. tapfersten Männer müssen sich vor diesem Ort fürchten. Nimm deinen Mut zusammen, Junge. Jetzt, bevor du auf den schrecklichen, fürchterlichen Anblick der Totenkopfinsel starrst. Das ist so Das gut. ist eine Ente. Wovon redest du? Siehst du den Totenkopf nicht? Diese Insel sieht überhaupt nicht wie ein Totenkopf aus. Sie sieht aus wie eine große, ungeheure Ente. Sie sollte Enteninsel genannt werden. Weißt du, du musst schielen und deinen Kopf so drehen. Und... es ist ja so furchteinflößend. Wenn du schielst und deinen Kopf so drehst, sieht sie aus wie ein Häschen. Naja, egal.
Siehst du das Licht da oben auf dem Felsen? Das ist die Schmugglerhöhle. Sie wird von König André geleitet, dem größten Schmuggler der Welt. Und seinem miesen Gehilfen Kraft. Aber wie komme ich dort hoch? Du musst oben auf die Klippe gelangen. Warum kommst du nicht mit? Nein, du musst alleine gehen. Dort wird jemand sein, der dir helfen wird. Aber ich warne dich, hüte dich vor König André. Er ist so unbarmherzig, wie er kahlköpfig ist. Viel Glück. Danke. Ja, das sagen sie über mich. Ach, unbarmherzig wie kahlköpfig. Okay, gut. Oh, der hat aber einen etwas unkonventionellen Schnurrbart. Ja, Windenwart Schnorres. Ich wette, er kann mir helfen, die Schmugglerhöhle zu finden. Nehmen? Ich will ihn nicht überall mit rumschleppen müssen. Nett? Hallo, kannst du mir sagen, wo ich die bösen Schmuggler der Totenkopfinsel finde? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich glaube, ich hatte da mal etwas in der Richtung beim Orientierungsseminar. Lass mich nachdenken. Die Höhle ist auf halbem Weg diese steile Klippe hinunter. Steig auf diesen Lastenaufzug. Ich lass dich runter. Sieht ziemlich wackelig aus. Bist du sicher, dass er sicher ist? Nein. Hab ihn vorher noch nie benutzt. Super. Aber ich bin sicher, dass es nicht so gefährlich ist. Ich bin nur als Aushilfe hier. Der reguläre Aufzugswärter, Muckibart, ist krank. Deshalb bin ich eingesprungen. Ich schätze, das ist in Ordnung. Wie ist dein Name? Er lautet Lafus. Vor allem, ach, sehr sicher mit einem ganz dürre Arsch. Oh je, oh je. Könntest du mich zur Höhle der Schmuggler herablassen? Sicher, kann ich. Du wiegst nicht mehr als, lass mich schätzen, 20 Pfund, richtig? Genau genommen um die 120. Oh, nun, probieren kann nicht schaden, richtig? Bist du dir dabei ganz sicher? Oh ja, du siehst gar nicht so schwer aus. Ist dieser Knoten auch fest angezogen? Los geht's! Okay, gib mir ein kleines bisschen Seil nach. Hoppla! Okay, das ist zu viel Seil. So, da müssen wir eigentlich was machen, aber ich lasse es jetzt einfach mal, um euch noch die Sequenz zu zeigen. Die Musik ist danach zu geil, während er stürzt. Okay, das hat nicht so gut geklappt. So, aber wir können es wie ein alter Slapstick-Filme machen. Und zwar oberes Ende der Klippe. So, Effet Lafus. Ja, Ja. Lass uns das Cliff hinunter zur Höhle Ding nochmal probieren. in Ordnung. Ich glaube, ich werde schon besser darin. Sei dieses Mal bitte vorsichtig. Kein Problem. Aber ich glaube, ich muss mich ja mindestens einmal bis zum Schluss Los fallen geht's! lassen, damit ich noch der Totekopfinsel noch was freischalt. Es klappt! Es klappt nicht! Okay. So, benutze Regenschirm. Haha. So. Zur Seite oder ich werde sie umhauen. Okay. Okay, machen wir das hier. Guten Tag, ich bin der neue Diamanteninspektor der Totenkopfinsel. Ich muss jeden Diamanten sehen, den Sie haben. Jeden einzelnen. Los, Leute, Dalli Dalli, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich mag diesen Mann nicht. Töte ihn. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Zur Seite oder ich werde Sie umhauen. Ich werde Sie umhauen mit meiner unglaublich höflichen Art. Es scheint, wir haben einen unerwarteten Besucher, Kraft. Kümmere dich um ihn. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Hallo Nachbar, haben Sie vielleicht ein paar Diamanten? Wussten Sie schon, dass ich gerade entkommen bin? Geh weg. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Also, wo ist der riesige Diamant, den ihr Typen haben sollt? Auf ihn, Kraft. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Ich habe so viel Geld, dass es schon fast peinlich ist. Seien Sie gegrüßt. Unterhalten wir uns, Mr. LeChuck, Zombie-Pirat LeChuck, Meistersuppe, Wantan, Meistersuppe, Lugi, Captain Lugi,
Van Gafterfasserson, Jethro Van Gafterfasserson, Tito, einfach Tito. Van Gogh Fassensen, Jethro Van Gogh Fassensen. Sehr gut, Mr. Threepwood. Hey, woher wissen Sie meinen... Es ist mein Geschäft, zu wissen, wer die Totenkopfinsel betritt und verlässt. Ich bin König André und das ist mein Partner Kraft. Haben Sie etwas Besonderes gesucht? Den Meistersuppe Familiendiamanten. LeChuck hat ihn gestohlen, Sie haben ihn gekauft, ich will ihn haben. Sofort. Bitte, Sir? Aber wir haben so viele Qualitätswaren hier im Piratenclub. Unsere Preise fallen jeden Tag. Hier gibt es alles, was sich ein Pirat oder Piraten-Azubi wünschen könnte. Zum richtigen Preis. Ach Gott, aber ich finde auch die Schmuggelhäschen eigentlich ganz goldig. Schade, dass es die nicht als Merchandise gibt. Hier. Könnten Sie es bitte unterlassen, so zu lachen? Der Meistersuppe-Diamant ist das Kernstück meiner Sammlung. Die fantastische Energie, die ihn durchströmt, ist der Schlüssel zu all meiner Macht. Kann ich ihn also haben? Natürlich nicht. Außer Sie geben mir etwas anderes dafür. Und so nebenbei hat Dan ja auch die 2 Fischer geschafft, auf die dann LeChuck gestoßen ist als Stiefel am Anfang vom Spiel. Hier. Der Diamant gehört in ein Museum. Das gleiche gilt für postimpressionistische Gemälde, Mr. Threepwood. Das gleiche gilt für postimpressionistische Gemälde. Was zum Teufel soll das heißen? Eines Tages werden Sie es verstehen. Sie sind verrückt. Bin ich verrückt? Bin ich es? Ist es verrückt, in einer Höhle auf der Spitze einer verlassenen Insel zu sitzen? Unmengen von Gold und Juwelen und Stofftieren zu horten? Beute aus der Karibik anzuhäufen und die Ersparnisse an Sie weiterzugeben? Ist das verrückt? Oder genial? Gutes Argument. Ich nehm's zurück. Ich bin nicht verrückt. Meine Preise sind es. Der ist halt auch schon so ein bisschen James Bond Bösewicht-mäßig. Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Wie Sie wünschen. Sie sind ein formidabler Gegner, Mr. Threepwood. Aber es sieht so aus, als ob unser Katz-und-Maus-Spiel ein Ende hat. Es ist ein perfekter Diamant. Einer der größten, die ich je gesehen habe. Ich nehme ihn. Und daher hat er einen sehr hohen Preis. Genug des Verhandelns. Wie viel? Er kostet Sie eine Riesenmenge Geld. Haben Sie so viel? Nun, ich habe eine Menge Geld. Nicht genug. Mein Partner hat recht. Wir können Ihnen nicht für weniger als eine Riesenmenge Geld geben. Aber vielleicht können wir ein Geschäft machen. Mein Partner und ich spielen gerne Karten. Poker, um genau zu sein. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Wenn Sie uns besiegen, gewinnen Sie den Diamanten. Hört sich fair an. Ja, fair. Ja, die bescheißen nach sicher nicht. Lachen aufhören? Das nervt ungemein. So, Mr. Threepwood. Die Frage an Sie ist, haben Sie Lust, bei unserem Kartenspiel mitzumachen? Hört sich spaßig an. Ich bin dabei, Glatzkopf. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Klar, das geht in Ordnung. Das ist eine Menge Geld. Ich gebe Ihnen besser nur einen Teil davon. Haben Sie schon einmal Poker gespielt, Mr. Threepwood? Nein, stellen Sie sich vor, dies ist mein allererstes Mal. Dann erkläre ich es Ihnen kurz. Das Spiel ist die einfachste Variante des 5-Kartenspiels. Ich gebe jedem von uns 5 Karten. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Karten und der Spieler mit dem besten Blatt gewinnt. Woher weiß ich, welches das beste Blatt ist? Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie uns einfach. Sie vertrauen uns doch, oder? Also heute wird es auch ein bisschen länger, weil das ziehe ich noch durch hier. Soweit ich sie werfen kann, sie niederträchtiger Dieb. Ihnen vertraue nicht die Spur, sie dreckiger Lügner. Ich vertraue darauf, dass ihr beiden der niedrigste Abschaum der Gesellschaft seid. Sie wissen gar nicht, was Vertrauen heißt, sie Dieb. Hier, Abschaum der Gesellschaft. Natürlich vertraue ich Ihnen. Sehr schön. Sehr gut. Lasst uns anfangen. Gute Karten. Daddy muss einen Piratenfluch aufheben. Werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. Ja, aber wir können auch bescheißen.
Schlechtes Blatt. Pik 2, Herz 3, Kreuz 4, Kreuz 8 und ein Karo König. Was für ein schreckliches Blatt. Wir haben nämlich hier noch die Tarotkarte. Ein Fünfling. Ein Fünfling. So, nicht einmal ihr könnt einen Fünfling schlagen. Sie haben recht, Mr. Threepwood. Wir können einen Fünfling nicht schlagen. Die Frage bleibt jedoch, ob Sie ein Paar schlagen können. Ein Paar? Ein paar mörderische Schmuggler. Hä? Uns, Mr. Threepwood? Ich rede von uns. Wir werden dich töten. Oh, jetzt begreife ich, ob ich ein Paar schlagen kann. Das ist ganz schön clever. Nun, nun, meine Herren, lassen Sie uns nichts überstürzen. Hier draußen ist ein Bote mit einem Paket. Du Idiot! Du hast das Licht ausgeblasen! Ich habe den Diamanten. Nicht lange, du Kleiner. Autsch! Knall ihm eine, nicht mir, du Kretin! Wen nennst du einen? Da ist er! Auf ihn! Ich habe alles, was ich von den Schmugglern brauche. Gut, lass uns diesen Ort des Bösen verlassen. Zuerst muss ich noch eine Sache erledigen. Wirklich? Was denn? Wer ist da? Ach, du bist's nur. Warte, was tust du da? Hilfe! Hilfe! Dafür muss man halt mindestens einmal abgestürzt sein. Viel Glück für deine weiteren Abenteuer, Guybrush. Was? Du meinst doch nicht etwa das... Ich fürchte schon. Diese Arbeit ist zu gefährlich für mich. Ich suche mir eine dauerhaftere, sichere Arbeitsstelle. Ich habe gehört, auf Scab Island wird ein Chefkoch gesucht. Man wird dich schmerzlich vermissen. Ich weiß, aber mein Schicksal liegt da draußen. Irgendwo. Jenseits der wogenden Wellen. Leb wohl, guter Freund Waliser. Oh, warte. Wo liegt nochmal Scab Island, sagtest du? Ost-Nordost. Du kannst es nicht verfehlen. 1000 Dank. Ups. Ich habe vergessen, ihm zu sagen, dass diese Nadel nur für kurze Zeit magnetisch ist. Ja, super. Okay, dann verwenden wir das hier noch. Es ist ein massiver Diamantverlobungsring. Kompletter Diamantring. Es ist ein massiver Diamantverlobungsring. Perfekt. Da würde ich ja was sagen, ihr liebe Leute. Das war halt etwas länger. Und wir speichern hier nochmal Yankee Island. Und sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig, wo wir dann Elaine entfluchen werden. Aber vorher gibt es wahrscheinlich auch eine LeChuck-Sequenz. Also machen's gut und freut euch schon mal drauf. Bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.